Mein Name ist Dunja Klimkeit, ich habe eine Filmtierschule und bin öfters bei euch im Ländchen, weil ich mit meinen Tieren durchaus durch die Ausbildung auch in Säle und Räume gehen kann. Wir haben jetzt hier einmal einen kurzen Querschnitt gekriegt über Greifvögel. Welche Gruppen gibt es? Wie verhalten die sich? Wie sehen die überhaupt aus? Man hat selten die Möglichkeit, so nah ranzukommen, sie gegebenenfalls anzufassen und dann wirklich vergleichen zu können, dass es sogar innerhalb einer Art so viele Unterschiede gibt, weil ich habe hier jetzt 4 Eulen dabei in 4 verschiedenen Größen, Farben und Lebensräumen. Und das ist einfach sonst nirgendwo zu sehen. Weil im Zoo muss man dann zwischen Gehege zu Gehege laufen und dann sind die Viecher halt eben irgendwo, wo sie sich gerade hinsetzen und ja, da sieht man sie nicht so im nahen Vergleich, geschweige denn anfassen. Je kleiner der Vogel, desto aggressiver wird er. Die großen Vögel kennen ihre Stärke und die sind relativ gelassen. Einige Leute würden behaupten, es wäre Tierquälerei, diese Tiere so zu halten. Was sagen die dazu? Es ist grenzwertig zum einen ja, aber die Tiere sind es gewöhnt, mit Publikum zusammenzukommen. Die Tiere haben zu Hause natürlich ihren Ausgleich, sie haben ihre Freiflüge, sie haben ihre Volieren. Sie werden da artgerecht gehalten. Wir haben ja auch Veterinärkontrollen, das wird alles überwacht. Das ist nicht einfach, man holt sich einen Vogel und macht, sondern um jetzt hier in eine Schule zu kommen, muss ich natürlich sagen, ich muss sie eng setzen, ich muss sie auf den Block setzen, ich muss sie auch anbinden, weil es sind Raubtiere. Wenn die jetzt einmal ins Publikum sausen, dann können wir aber auch richtig Beulen haben. Ja, und die Tiere gehen sich auch untereinander an, das heißt, sie sind zu ihrem und dem Schutz des Publikums angebunden, nicht angekettet, nicht sonst was. Und für die Tiere ist, weil sie es von klein auf kennen, so normal, wie wir morgens Schuhe anziehen. Das ist keine Quälerei, weil ein Vogel, der gequält ist, zeigt es eindeutig, er ist aggressiv, er plustert sich, er beißt. Das sieht man automatisch.